hallo. So, hier war der Bestrucklung. Sehr schönen Tag gehabt. Wie von der bedarflich gut warm. Und morgen soll auch wieder sehr warm sein. En we gaan. Wat we nu wel merken, ik wil jullie de caramel gemerkt, maar dit is nu een beetje anders. Ik wil nu een video merken, hoe ik daar zo'n rode enchilada salsa merken. Dat is van de rode gedreide chili, wat ze naam chili guajillo. Daar wil ik saus merken, salsa merken, zum enchiladas merken, zum carne con chili colorado merken, chilaquiles, ergens wat jij dat brokken. Zo, ik wil dat weten waar dat merken. En dan wil ik nog enchiladas merken met heinenvlees, bakvlees, chicken breast. Zo, ik let wat zeer schön smaken. Ik had hier van jou een beetje eten en smaak. En mijn broer Johan. En hij gelooft wonder, waarschijnlijk dat salsa smaken deed. Zo. Want hij heeft de woord gezegd. Ik let wat het schön smaken. Zo, ik wil dat weten waar we dat merken. En dan kan je dat nu merken. En die chili, die kan je hier in winkel in Manitoba, kan je die bij El Roy kopen. Die gedreide chili, guajillo. Ik word genoemd door een stal en kan je dat zien. Zo, er is waar je dan woont, steeds, Mexico, wo immer, waar je Mexicanische stof hing, kan je die chili kopen, gedreide rode chili, naast zich guajillo, chili California. En dan merk je zo'n salsa staat. Ik wil zeggen, dat smaakt zeer schön. So, nu wordt het wezen. Het eerste wat we doen is waar we de peperschoten eruit gaan merken. Ik ga hier een beetje groot recept. Dat zijn 40 peperschoten. Die kan je dat aan een half delen, want je wil. Maar het eerste wat we doen is eentje doen niet. Maar ik word dan van jou. Dat we dan een beetje afsnijden. Weet je, dan nemen we dat zoetig eruit. En dan deze ouderen hier ook, dat eruit, dat is de zaai, dat brennen hier. Maar eentje doen dat zoetig te besparen, dat je nu hier fijn te merken, en dan hem zien, dan hij door. Zo staat. En dan willen we nemen de alle smaak afwaschen. Dat is ja iets meer stoffig van op de stap. We worden alle smaak afwaschen en dan willen we dat te veel brengen. Nou ja, dan lijkt het nu uit als van der zo'n schöne dag. De zon die is nog niet zeer hoog. Het is nog maar klok 7 s'morgens. Anyway, hier hou de peperschoten nu smaak uit, afgewaschen, zo dicht buiten. En hier, dit zijn wat ze naam chili de arbol. Ik heb er 10 stuk. En wanneer die niet gelijk niet dat te sterk is, dan loot je er uit. Als je zegt, dit is hier niet sterk genoeg, de nächste zegt, dat is zeer klaar sterk genoeg. Dan doe je het staat en dit doe je uitloten. Dan hebben we 10 stuk. En hier hebben we een halve nate sippel. En hier hebben we wat we naam heinenpulver, de zuppulver, chicken bouillon, hebben we 2 eetlepel. Dat willen we ook brokken, ik wil niet weten waar we die brokken. En hier hebben we 2,5 liter water. Daar willen we deze peperschoten bij kerken. En hier hebben we 1 theelepel cumin, comino. 2 theelepel oregano, mexicanischer, weil nicht, dan braucht je wil ja oregano. En hier hebben we vanuit versaas geen chesnek. En als je zegt, maar het is veel te veel chesnek. Dan doe je wijn, ja. Maar wie lijkt chesnek, dat is gezond. En we nu ook weten wat we het nächste worden doen. Ja, hier heb ik de spices alle smaak abgeschreven. En dan kan je dat zelfs merken. Here I got all the spices listed for you. Hier hebben we dat water. Wat we dan doen is, dan doen we dit zuppulver eraan, 2 eetlepel. Want je doet niet dat beter je eruit. Als je zegt, maar dat is maar zo'n beter, zoals dat niet goed. Dan doe je zo'n stoot maken. En dan, dat geeft dan een zeer schijntje smaak. Dan willen we de peperschoten maken. En nu willen we eenmaal bij een kerken brengen. Met deze, en deze sippel willen we nog maken. En deze chesnek ook goed smaak. En deze chilikjes, dus ik zeg, je kan, maar je wel een brok niet. Ja. Nu willen we dat bij een kerken brengen. Die hebben dat hier zo fijn viel gemerkt op buiten. Ja, dat over schön buiten eten merken. Zo'n schöne dag met 3:30. Ja, zeer schön. Nou ja, nu heeft het hier van ongeveer 15 minuten gekerkt. Niet zo draait hem fijn merken. Oké, nu hebben we dat alle fijn goed gekerkt. En nu doen we dat even door nog fijn merken. En we hebben ook nog dat oregano, dat cumin, dat comino, dat nog nemen. En dan gaan we dat nog eenmaal, wanneer we alle fijn gaan, nog eenmaal fijn abkerken. En dan is dat eruit met het lezen nemen. En dan hebben we dat gekert, hebben we er eerst een tijd eruit.
Sehr schön. Feine clear. Hier haben wir den grob nu so fein heute. Nu werden wir das noch einmal ein bisschen durchbroten von ein Stück 5-10 Minuten. Und dann ist das rein zu meinem Gläser nähern und dann eine Kuma nähern und heute das höchsten Zeit rein. Was wir haben, nu ist das Zeit, um den wird schmecken. Und so ich sage, die kleine Peperschote, die Chili-Arbol, wenn die das nicht sehr stark legt, dann lud ihr die aus. Und dann in das Instrument sein, das schmeckt so besser, so ein Schlagersauce, das nicht. Weil jemand ansteht Salz, und dann nicht zu viel Zeppeln, dus ik deed met een halve zeppel. Anyway, en dan met heina pulver dat eruit hier. En er steht Salzbrocken, dat geeft een zeer glatet, schijnend Geschmack. Nu werden we op met smaken. Opa Flitzbecker strinkt je hou die vals. Dat schmeckt schön. Ik heb je merken dat. En van deze ogen is wel die von Heinerfleisch Enchiladas merken, was sonst heißt es das. Wuhu, ich glaube, das sehr schön schmecken. Ich weiß, das wird schön schmecken. Nu haben wir den groben Fan heute. Und da war ein klein bisschen Olivenöl näher, nicht verschrecklich viel. Und dann, weißt du, das was merkst du dann? Dann gibt es ein sehr scheinend, glatet Rezept. Kijk dat hier. Nu werden wir op den Kerken brengen und dann frei für 10 Minuten kerken oder so, durchkerken. Und dann erst dort rein. Und dann werden wir das in Gläser nehmen. Und was ihr wollt, wenn ihr das ist geschmeckt habt und ihr glaubt, dass viel vielleicht ein bisschen mehr Salz, dann dauert wir mit Chicken Bouillon, also eine Hühnersuppe, da wir mit so Start, das mit Salz ja mehr. Aber wenn ihr das nicht so sehr gleich mit so einer Hühnersuppe macht, dann die Salz brauchen. Oh, was wollen sein, das schmeckt schön und das riecht so schön. Kijk mal, nu heeft dat hier van ongeveer 15 minuten of zo fijn gekerkt. Nu wordt het in Gläser nemen. Ja, nu heeft het zo fijn gekerkt. Nu wordt het alles in Gläser nemen. En dan is het ei gekerkt en is het immer rein. Nou, aber knap hat das Utje, kijk mal dat. Hier hebben we nu dicht bij 3 liter enchilada sauce. Ik hou er aan de kuma neer en hou er eerst een tijd eruit, wanneer we jas krijgen. Oké, hier hebben we ons Hühnerfleisch, chicken breast, bakvlees. Waar we dat lang gaan en een half snijden en dan broedt zich dat veel beter, veel bruin, fijn bruin. Dat waar we buiten fijn bruin broden, huisbaan niet zo abhärten. En dan waar we dat fijn snijden. En hier hebben we dat Hühnerfleisch, schmeckt 2 snijden oder een half gesneden. En alles wat we dat gebruiken is zout en peper. Klein beetje en peper en een beetje zout. En dan is dat right om te veel brengen. Horch de mal dat. Hier zich dat niet schijn. Dat is zo fijn heet. En nu wordt hier smaak. Bruin broden. De Hühnerfleisch. Mir sitzen dat Hühnerfleisch, dat fängt an sehr Geschmack gut zu werden. Das geht buiten immer so schön eten merken, besonders wenn es so ein schöner Tag ist. Wenn es dann ein bisschen Schweinerie gibt, dann braucht er den immer Fuß alle absagen. Ja, das hat nicht mal lang gedauert. Nu wollen wir uns das mit näher nehmen, lassen es lieber aufteilen und dann werden wir das wegschneiden. Now we're gonna cut up the chicken. Na, sitzt mal. Nu wollen wir das Hühnerfleisch in feine Strämelchen schneiden. Dann ist das right um Enchiladas machen. Und weet je, viele Menschen doen tortillas immer an Fahrtbroden, aber ich dachte, ich würde von der mal anders tun. Hier habe ich Plancha, habe diese heute Plot, da ich ein klein bisschen Schmerzen habe, Olivenöl oder andere zwei haben. Und dann ein klein bisschen durchhärten und mit durchbroden. Und dann sind die right an das Salz andocken und Enchiladas machen. Aber hier kann ich broden, was ich will. Mir sitzen dat scharf sehr fein, ist es ein bisschen Reisbroden. Bingo, nu is dat eruit. Nu hebben we de boden en dat salsa. Oké, daar willen we nu mal
Enchiladas machen. Das erste, was wir tun, ist, dann nehmen wir die Tortillas und dann tun wir in das Enchiladas-Sauce nehmen. Und da kann die vielleicht ein bisschen rausgebrühte Tortillas, aber wir wollen die da ein kleines Stückchen da an der Salsa liegen haben. Können sich da ein bisschen aussüdeln, ein bisschen Schwein am Blattloch dann. Und dann, wenn die schon fahren, so fein weg zu werden, dann Dore Käse und Hühnerfleisch nehmen und dann rollen wir die taub und dann wo auf sie steht, eine ganze Plot voll mehr und dann schaut er nur her und Dinge nehmen und erfrieren und dann ist der erste Zeit rein. So, das ist der erste bisschen noch crunchy mit der reichten Tortilla, die wir mit den zwei Brecken, aber das wird dir wieder noch schön schmecken. Nu wo die alles so steht und dann, und da werden wir Ofenkass eten. Dat jaffen best je spelen, maar wat je wat is schmecken, sehr schön. Oder was je kennen ist, der Tortillas ist dort bloß leck abfliehen, so dann haben wir sagen Enchiladas Montadas. So dann kann ich bloß einen am anderen abfliehen, braucht ihr gleich Taublein, aber das schafft auch. Und weißt du, einige Menschen, die dann Enchiladas, bloß einen am anderen abfliehen, das nennt sich Enchiladas Montadas. Abgefliehte Enchiladas, und dann sei er fertig worden dort nach Eierteig Brot. Wir haben hier von der nicht Eier, aber da läuft wieder Tag. Und viele Enchiladas, da wird kein Fleisch bei, das schmeckt mir auch schein bloß Käse und Salsa. Aber das von der wohl wieder dann merken mit Hühnerfleisch. Und dann mit Schobeln und Ries, da wird Tau eten und vielleicht ein bisschen Grünz. Und dann haben wir Ofenkast. Die kann jeder dann so merken, es geht das dann interessieren. Da ist das gute Ding mit Eten mehr, einer kann verschiedenste Taub mixen und das schmeckt irgendwie wahrscheinlich war nichts, dass ich immer sage, dann hängt der Rüd. Und hier habt ihr bloß noch meine Enchiladas gemerkt. Und weißt du, was ich noch eindeute? Habe ich hier eine kleine glasene Panne und dann denke ich dort auch Tortillas nehmen und Fleisch und Salsa. Das scheiße alle wieder boven ab und dann scheiße das zu backen, das ist ein Casserole. Und da wird ich auch ein Pot reinmerken. Und dann nachher, ich hatte noch rausgebrühte Tortillas, bitte, dass die dort nach boven über. Dann war da ein bisschen mehr Salsa und dann ein bisschen mehr Käse. Und dann kann man das dort backen und dann das dort eten. Das schafft auch. So dass ich sage, beim Eten merken kann er noch irgendwas was taub schmieden und das schmeckt gewöhnlich immer schein. Ja, die Plot ist rein, ich habe das auch das dort backen. Und dann darf ich nicht so einzelwies alle an den Schiefel reinmerken. Dann aber jeder dann gleichen. Nu erst dort Titem. De Schiebe reinmerken. Hier haben wir uns das mal am besten abgehärtet. Nicht check mal. Wow, das kann ich so fein verschmalzen. Ja, Charakter. Mamma mia, weißt du dann? Dort haben wir dann am besten was zu nennen, Käse Fresco, oder weißt du, wie dann, was wir nennen, Feta Cheese. Das ist Cousin Cheese. Hier da noch ein bisschen kleine Rewe Zippeln nehmen. Hier haben Kunst und Gurken, ein bisschen Radieschen. Und dann hier haben wir noch Frijoles, Schobeln. Ja. Nu wordt ik de Multi noch von dichtbij wezen, da werden wir abdaschen. Ja, waar moet das dit sein? Wat leef je? Erkläre wat sehr schön schmecken. Okay, nu werden wir eten. Okay, dann ist es bloß einfach Zeit zum Eten. Wuhu! Anyway, ich will mal sagen, Dankeschön Gott für diese schöne Multi, Dankeschön für $1 und Dankeschön für das schöne Ware, was wir gehört haben. So schöne Ware, dadurch gerade heute gestern von der Ware. Danach schaltet immer ein bisschen auf, da kann ich jeweils mit wieder schlucken. Bei der Hand, nu werden wir eten. Ich gucke die gleich in diese Multi, die interessiert dort. Und die merken das selbst. Dann lobe ich weiter weiter, ich will aber sagen, Dankeschön für die, was wir haben wohl Leuten, Loten weiten von wo sie sind. Und das interessiert diese Videos, das hätten sehr viel. Aber wir haben, nu werden wir eten. Was gleich wieder anfangen. Ich glaube, von dir haben wir schöne Dunkas. Wenn wir das schmecken. Wir wollen hier futzen, wird noch ein bisschen so.
Dat doe nog een beetje bij. Ik wist dat niet meer deed, dan wou ik dat van een andere checken. Wordt dit ook nog smaken? Dat is je rieken dit. Oh! Ha! Wow! Kom, ik zei dat slecht was met Luther aan, maar dat is er weg. Nu gaan we dit maar smaken. Hier hebben we de schobelen. En dat is een eerder kampje, dat kan je abhärten en dan prisselen die schobelen door fertig werden. En dan hebben we de schöne Ries. En hier hebben we dan wat we namen, dat Stieren van die Maaltijd. Oh. Ik moet zeggen, dit kratje schijnvlees nog schöner aus dem Restaurant. Zo zullen hier in Winkel in Manitoba mal merken. Immerhin, ich zoek die Männer doch, schmeckt bloß vertraglich seinen Namen. Der Mexikaner dann fährt nach Kamps dabei. Radieschen. Mögt er doch ein Lupi weiten. Okay, dann hat ein Scheintag und während Stunden scheint es wirken irgendwie spät sein und mocht es regnen, wo es fehlen wird. En mocht God alle met je zijn, jullie zegenen.